Von denen 14 Matcher an der Coupe d'Europe sind der 11 verloren gegangen, an 3 gewonnen gemacht, alle 3 durch den FCD-Verding 0-3. Natürlich waren wir alle gut, hauptsächlich Dirigenten, Trainer und Spieler, Supporteren, ein bisschen enttäuscht, das muss ich einfach so sagen, von der Kampagne natürlich mehr erwartet. Erwartungen bleiben auch mehr allein, mehr wieder. Als Ranking dieses Jahr an dieser Kampagne von den Vereinen an der Coupe d'Europe, das ist die 53 Platz von 54. Die 53 Platz von 54. Gott sei Dank geht am UEFA-Ranking in den letzten Jahren recht und gut, sodass die Hoffnung groß ist, dass wir auch nächste Saison an der Saison 4 Vertreter können an der Coupe d'Europe spielen müssen. Bei diesen Damen also Gott sei Dank viel besser. An der ersten Qualifikation von der Champions League, die geht an Gruppen, wo 4 gespielt gehen, ein Halbfinale, respektive ein Final, durch die Rassingen fertig möchte sich 5-3 gehen. Am ersten Match gegen AEK Athen durchzusetzen. Für die waren in ihrem Gruppe, wo sie gegen Tallinn 2 gewonnen haben, und dadurch qualifiziert für die 2 Runde. Die auch immer 2 Equipe gespielt haben. Das war an Albanien, da war der nächste Gegner Ferencváros Budapest, die Matches 3-0 verloren gegangen. An dem Match für den Drittplatz gegen Lancia, eine Equipe aus Albanien, als auch 3 verloren gegangen. Das wird die 4. Platz bedeutet. Und auch damals den Out für das Jahr. Die Damen und Herren, wir hatten ein bisschen mehr movimentierten Anfang vom Sommer, wo wir 2 Freundschaftsmatches hatten mit der A-Nationalequipe gegen Irland und Slowenien. Mein Kollege und ich und gesprochen mit einem, wo man einen betroffenen Spieler gesprochen, wo noch mit vielen außenstehenden Personen gesprochen und darüber hin dezidiert, der betroffene Spieler eine Chance zu geben. Und das enge Bedingung, dass ein Spiel mitmachen, eine große Mea Culpa machen, an Aussichtsweise. Weil an dem muss weiter nicht geschehen ist. Ich habe aber auch kein Problem, heute zu sagen, dass wir alle gut d'Envergure und Dynamik, die das ganz gekriegt wird, ganz sicher in der Stadt hat. Keine Diskussion. Wir haben definitiv dezidiert, dass bis auf weiteres der betroffene Spieler nicht mehr selektionabel ist. Wir hatten noch am Donau oder während mit Reunionen mit dem Sportminister, dem Georges Michaud, und dem Minister Juriko Backes, und Präsident vom Komitee Olympique, den Michel Lepper, an den Reunionen als den Beschluss gehen, eine nationale Ethikkommission für den gesamten Lützeburger Sport zu schaffen. Vielleicht können die 2 Herren ja noch darüber ein bisschen mehr am Detail kommen. Ich meine noch, die Damen und Herren, dass sei Platz am Moment, dass für den Ex-Nationaltrainer Luc Holz am Namen von uns alle gut, er als Lützburger Fußball bei ihm, merci zu sagen für die exzellente Arbeit, die er über 15 Jahre gelegt hat. Sein Kontrakt wäre noch definitiv Ende Dezember, also Ende des Kalenderjahres, ausgelaufen. Wir waren also auch an der Diskussion am Sommer relativ schnell eins, dass der Kontrakt nicht mehr verlängert ging. Wir tun aber am Juli die Offer kommen für den Rekord, bei einem deutschen Verein können Cheftrainer zu gehen, wo wir selbstverständlich kein Stein Weg gelöst und haben aus dem Kontrakt, den nach Schuss ein paar Minuten gelaufen wäre, entlost. Nein, ich meine nicht auch am Umfang alle gut, merci dafür, das wir Fußball über 15 Jahre gelegt haben.
Den Notfallja, ich kann da auf freien Ex-Nationalspieler als den Jeff Stoss. Wie den Tirage gemerkt hat, für die Qualifikation für die WM nächstes Jahr Deutschland, Nordirland, Slowakei, pardon, da waren wir uns alle gut eins, dass da die Gruppe ist, von 0 bis 5, 6 Punkte alles möglich ist. Wo nach 2 Matches zu spielen sind, an 3 Wochen, gestern 3 Wochen, ein in Deutschland, dann an die letzte Match an Nordirland, tendiert es nicht zuerst dazu. Das muss ich ganz klar so sagen. Wenn ich kurz Matcher Revue passieren ist, die so waren, die nächste Match daheim gegen Nordirland, die Nummer durch umgewinnt, das muss ich sagen, was die letzten Jahre betrifft, umgewinnt, individuelle Fehler, wo man praktisch verschenkt. Den zweiten Match, daheim gegen Slowakei, das war dort sicher von unseren Besten. Nicht an dieser Kampagne, das wäre noch nicht so schrecklich schwer. Aber von unseren Besten, von den letzten Jahren. Die Jungen, die Damen und Herren, man könnte auch schnell gucken, über 91 Minuten haben wir so eine Grunderbeuten gespielt. Ich schätze vom Match ein, selbstverständlich. 2-mal auf den Potto geschossen, ein Abseitsgoal auf der Limite. Der kann ja nicht in der Stunde Dienst, er wird das auch so. Auf der Limite muss ich ganz klar sagen, wir haben tatsächlich schon mal eine Equipe, die auf der letzten EM war, an dort Belgisch 2 geschlagen hat. An 50 gedrückt haben sie den großen Favorit Deutschland 2-0 geschlagen, wo wir hausrecht dominiert. An Union Naval an der 92. Minute den 0-1 geschenkt. Für Mensch an Deutschland zu Hoffenheim, da ist nicht viel zu sagen. Ich meine, das war kein Match. Das muss ich ehrlich sehen. Es ist von Anfang an nicht an die Match rangekommen, und das den Deutschen hat gelungen, was sie wollten. Durch ihr Pressing sind wir zu keinem Moment gekommen zu roten. Man nur 20 Minuten, wie wir noch einen Mann hatten, waren dann von Goal nach Schuss. Attack, Defense, wie man das an der Zeit im Training genannt hat, kann ich noch so ein Schultensbegrenzung. Am Neppes, für die die Match gesehen haben, oder da waren, die Damen und Herren, waren wir ihnen aber Haussicht überlegen. Haussicht. Dus er is 3000 Lützeburger Supporter, die da waren. Die haben den 22.000 deutsche Supporter gewissen, wie eine Equipe unterstützt. Und das unter Bedingungen, die nicht so evident waren, weil im Terrain ist ja nicht so begrenzt. Da sind Schülerinnen, das soll ich ganz ehrlich direkt aufgelegt, das war impressionant. Das war ein großes Kino, ich meine noch am Namen von uns alle gut, aber am Namen von der Equipe. Ein großes Merci für die fantastische Unterstützung. Nicht nur bei dem Match, aber bei dem Match, was besonders rauskommt, aber auch besonders wichtig. Die Aufschluss, die wir zu Hoffenheim hatten, weil auch schon mal den Ball nicht oft hatten, mit der Equipe, aber viel müsste laufen, für mal im Training so zu machen, für das auch das Resultat an Grenzen geblieben ist. Das hat viel Geld gekostet, viel Kraft gekostet, viel Jus gekostet, und das ist wahrscheinlich an der Slowakei ein guter erster Haltchen gefehlt, für das wir endlich den nächsten Punkt könnten bringen. Und nach 2 Matches für uns sind aber nicht unbedingt die einfachsten. Ich will auch mit Felicitationen als Damen nationale Equipe gehen, die letzte Saison an der Nations League fertig gebracht hat, geschlagen Echten an ihrem Gruppe zu gehen, am Doberder von der Division C, wie sie das nennen, an B-Division herabzusteigen. Da gesagt ihnen, dass löserlos auch das, was arrestiert wird, auch Trainingseinheiten, was arrestiert wird, löserlos sind Frieden bringt, und auch Gäste gesehen an Ungarn, wo wir ein Freundschaftsmatch, Präparationsmatch gespielt haben, gegen eine Equipe, die an der B-League spielt, dass der Niveau da ein Krack mehr ist. Mit der Stadt, was wir wollen, das nehmen wir so, wie wir auch am Dammerfußball weiterkommen, was wir als Kirchen sicher gehen,
wo man gefordert haben. Das war teilweise noch an der C-Division nicht mehr genug der Fall. Für die Volley-Plan-Strategie zu schließen, noch ein ganz kurzer Rappel, dass man nicht sagt, das hat ja auch schon letztes Jahr gesagt, das kann ich ganz kurz sagen, die 12 von 2400 Jugendspieler am Alter von 15 bis 16, wenn wir einen kompletten Spiel haben. Die steht noch immer. Die Jahre fortgegangen sind, die regeln nicht mehr nur. Da sind noch einmal 2400 Echt-Lizenzen Jugendspieler, die Etappe just unter dem Seniorsbereich, die werden für so gut wie möglich enkadriert zu gehen, und auch für das, was an den nächsten Equipen heranfahren. Das ist just ein Appell vom letzten Jahr. Das hat man nur getroffen, die nicht gesund. Die Damen und Herren, wir hatten als 2 Jahre gehen, für Statuten komplett zu revisieren, nachzugucken, eine Simplifikation zu machen oder mehr userfreundlich, wie noch viel so. Geht nicht so schnell viel, wie meist alle viel genannten, gedurcht hatten, wird geschafft. Aber ich wurde aber auch gesagt, dass an der Wanderpause seriös den Turbo angeschaut. An alljährlichen Versammlungen mit den verschiedenen Divisionen, meistens an der Wanderpause, als oft, nicht für dich, als oft über Divisionsanteilung geschwärmt. Das geht selbstverständlich an alle Richtungen. Das ist nicht mehr normal. Das geht an alle Richtungen, und das ist nicht mehr normal. Dafür wird auch diskutiert, und dafür soll auch diskutiert gehen. Wie man als letztes Jahr aus der Nähe haben, das gesagt, da schafft man eine Diskussionsbasis heraus, nicht mehr, über die ich kann diskutieren. Das ist auch geschieht, mit ein bisschen Verspätung, wo der Zoll, der da ist, an den nächsten Millionen nach Wien zu lauschen, eventuell Vorschläge von euch zu summen, zu diskutieren, und noch eventuell über weitere Schritte zu schwätzen. Wenn man in der schon leiden hört, dann geht es ganz schwer, dass man kadriert kriegen, dass es an eine Richtung geht. Wie gesagt, ça n'engage rien, das ist eine Diskussionsbasis. Ab nächster Saison, meine Damen und Herren, haben wir auch eine nationale Lizenz. Das muss ich nun für die BG zu spielen. Das Lizenz an die Reglemente, das von einer ganz großen Majorität von euch gefolgt sind und auch dementsprechend gestimmt. Zu bemerken, also aber auch, wo Reglemente sind, da können doch Sanktionen gehen, wenn die Reglemente nicht angehalten werden. Das ist so. Das ist überall so. Und auch heim, und das will ich direkt sagen, werden 2 Kummern gehen, 2 unabhängige Kummern. Kein Tribunal Federal, kein Berufungsrat, 2 unabhängige Kummern, wie bei der UEFA-Lizenz, die da kontrolliert werden und die da gucken. Und die irgendwie Informationen brauchen, und da sicher wird das der Fall sein, steht dann Mark Dieterich, oder musste Mark Dieterich zu allen Momenten zur Verfügung stehen. Voilà, meine Damen und Herren, zum Schluss bin ich noch ein kleines Ulais, das alle Bürger betrifft. Von oben bis Ende, nach von Ende bis oben, von rechts nach links, und von links nach rechts. Kommen wir gehen an unsere Diskussionen, an unsere Reunionen, die immer flott, interessant sind. Kommen wir gehen da mal ein bisschen mit Dave. Wir schwätzen nicht mehr, das gebraucht wird, für die nächste Saison zu überstehen, respektive über die Runden zu kommen. Das kann ja doch dazu. Gottes Willen. Aber nicht mehr. Aber kommen wir schwätzen noch darüber, was können wir die Realitäten an dem Markt von unserem Land angepasst, nachhaltig ändern für unseren Fußball, für unseren Fußball, Remino bei Leid zu kriegen. Kommen wir schwätzen, orientiert durch. Nicht nehmen, aber orientiert durch.
Ich aber kurz am Nachhinein nachdenken felicitieren die Damen Nationalkipp, wo ich am September leider nicht konnte dabei sein bei der Eierung felicitieren für die Resultate, die sie da errungen haben. Ich denke, das einfach weiß, als ein Bild von der Progression, die den Damenfußball heute in Lützburg gemerkt wird. Bei den Herren effektiv die letzte Saison und effektiv auch die aktuelle Kampagne, die sind ein bisschen mitigiert. Wir müssen aber auch etwas so, und das kann immer uns gewähren. Lützburg, also auf der internationalen Landkarte, wie Nobody. Und ein bisschen so aber draußen am Vielfalt von den anderen Trainern heiert, von den Ländermatch stattfindet, dann merken die anderen Trainer, sie haben auch schon ein bisschen Gedanken, wie die in Lützburg mit so getrübt gehen. Und ich meine, das ist schon nicht unwichtig. Ja, ganz basiert aber auf einem Fakt, das ist der Fußballschule. Der Fußballschule kann ich so als Haut ein Vorbild für all die anderen Föderationen hier zu Lützeburg, sowohl bei den Jungen wie auch bei den Mädchen. Kann ich wieder dazu sagen, einerseits ist es eine exzellente Detektion an Zusammenarbeit mit dem Clip von den Talenten, die wird konsequent den RTLD-Konzept umgesetzt. Zuerst schwätzt für sich 550 Spieler und Spielerinnen am Centre de Formation. Und das ist mir wichtig, als du nur und ich guckt haut, die 40 bis 45 Jungspieler, die am Ausland sind, und noch 20 Damen, die an ausländischen Akademien also angeschrieben sind. Ich denke, das ist auch heute der Weg, wie effektiv den Fußball kann vorbereiten. Mit dem Sport sind aber auch noch ein paar andere Punkte, wo ich kurz darauf angehe. Das ist den Präsident der Ethikkommission. Wie die anderen am späten Frühjahr oder am Frühsommer kommen sind, wären Leute der Meinung, der Kosel müsste am Publikum auch dann dazu Stellung wollen. Ich bin nicht refusiert. Ich denke, wir sind wirklich der WWF als Member vom COSL. Was Probleme da sind, ich meine, ich habe am Leben recht, und die einen oder anderen vielleicht unglücklich Decisionen zu wollen. Wenn Probleme da sind, also die zu Summe beschwätzen, und ich meine, das hat auch mal der Präsident von der Föderation gemerkt. Und ich meine, der positiv, der sind Gespräche, als dass man zu Summe mit dem Sportminister, mit dem Minister von der Egalität, mit Jericho Bankes, wo wir seit dem Frühsommer auch in der Ethikkommission schaffen. In der Mai spät, wenn ich mich gut erinnere, 1 oder 2 Wochen, du weißt nicht gesehen, für die Arbeit von der Ethikkommission aufzuschließen. Das Problem von der Ethik ist nicht nur das Problem vom Fußball, es ist auch ein Problem vom gesamten Lützburger Sport. Und ich meine, das heißt Zeit, dass wir wirklich das Instrument am Platz setzen, auf was dort zu einem späteren Zeitpunkt an Dallis, an die neue Anlaufswerte integrieren. Ein anderer Punkt, den nicht mehr länger auf der WWF konzerniert, mir auch andere Föderationen als den Droit du Travail. Ich brauche nicht zu sagen, wie wichtig das für ich als Vereine und als Föderation, dass wir die Sache geregelt kriegen, wie die Sonderservicht, wie den Temps de Repos, das Contrat à durée déterminée, und auf der anderen Seite auch die Aktivität accessoire. Ich war just so, dass der Kosel voll an der steht, dann ist sie noch so zuversichtlich, dass wir zusammen mit dem Sportminister, am Erbesminister, dass wir wirklich den Dossier dort Zufriedenheit von ich alle Guten können aufschließen. Ich meine, das ist eine rechtliche Basis, dass auch aus Serenität ihren Aktivitäten durchgehen. Ein anderer Punkt ist den von der Professionalisation. Ich meine, wir begrüßen das, dass der Sport mehr und mehr professionalisiert gehen. Ich so aber gerne von den kleinen Bemol, weil ich denke, Basis von dem ganzen Sport heute Lützburg ist noch immer so benevolent, der zitiert alle Gute. Die Merit haut, dass man wirklich Vereine haben, die aktiv sind, der das alles basiert im Benevolent. Und ich gebe wirklich Schuld an, wenn man das probieren, die von der Sport zu überprofessionalisieren, den gesunde Geist am Herz, was noch immer muss am Verein bleiben und das ist benevolent. Der letzte Punkt, das sind Zuen, ich meine, du musst nicht nur ein Minister, der Fehltritt für Europasschen über Zuen zu schwätzen, du willst weit Zuen, dass wir natürlich selbstverständlich froh sind, für all Euro, den wir an den Sport kann investiert gehen. Ich habe auch schon das Assemblée Générale vom COSL gesagt. Es geht einfach darum, ich meine, wir kämpfen seit Jahren und Jahren Wertschätzung vom Sport an unserer Gesellschaft.
Und für alle Euro, die man an den Sport investieren, das nicht nur den Sport, also das nicht nur den Invest, ich weiß nicht nur den Heichrichtungssport, ich weiß aber auch am Allgemeinen doch über Bewegung, dass man wirklich als Jugend um das zu kreieren, sich zu bewegen. Wie seht scheint eine gesunde Gesellschaft als eine Fit-Gesellschaft, ich meine, wir wollen so mal nicht schaffen. Voilà, Herr Präsident, liebe Paul, Herr Präsident, liebe Michel, Cher représentant de la FIFA et de l'UEFA, die Herren Deputierten, liebe Vertreterinnen und Vertreter von den verschiedensten Fußballvereinen, das ist immer ein Flott auf den Kongress zu kommen, an den vollen Saal zu sehen, von der gesagt, dass Leute sich engagieren am Sport, dass Leute hier Energie, hier Zeit, entre guillemets, offeren für den Sport, für den Fußball. Und dann ist es natürlich immer flott, als Sportminister zu sehen, dass Leute das noch immer machen. Und da bin ich wohl nicht, komme ich auch noch kurz zurück. Ich will aufhängen vom sportlichen Teil. Den Präsident wird schon umgeschwert gehabt, die Kampagne von unserer Herren Nationalequipe. Die nächste Kampagne, die war eigentlich auch extraordinär, vielleicht auch extraordinär gut. Wir müssen aber natürlich immer noch bewusst sein, wie wir sind. Wir sind einfach nicht mehr in Lützeburg, obwohl wir super Matches gemäht haben. Der Präsident hat ja auch den Match gegen Slowakei gespielt, wo irgendein Ungeschwepper, wo wir gespielt haben, den wirklich auf einem Niveau war, den singesgleiche für eine Lützeburger Nationalequipe Sicht, weil natürlich an einer fairer Gruppe spielt, also immer ganz schwer, weil die ersten Matcher verliert, für tun oder nach Fuß zu fassen. Weil natürlich auch noch guckt, die 10 Matcher, wo wir noch spielen, gegen Lützeburg, gegen Deutschland und an Nordirland, das sind 2 Equipen, die nach Punkte brauchen. Deutschland eigentlich will unbedingt in der Tabelle gehen. An Nordirland wird aber noch die Chance, eventuell wie die Matcher ausgehen, für 2 in der Tabelle zu gehen, so 4, eigentlich auch vorne soll eine Nullnummer gehen, so man nicht kann an den Sandstechen an der 4 gucken, weil als Equipe hat super Matcher gespielt, und wird wirklich wichtige Brot, die man für Jahren nicht so gewinnt werden. Dann natürlich habe ich auch vorgemäht, und Michael Knepper doch schon geschwert an den Präsident auch, dass die fantastische Kampagne, die als Frauennationalequipe gespielt wird, als Minister habe ich schon mal gesagt, dass es wichtig ist, an der Frauensport auch nicht nur Zeit an Energie zu investieren, mehr auf Schulen zu investieren. Und auch das ein Zeichen, dass als Frauenfußball so viel könnt, dass auch die Frauensport am Allgemeinen zu Lützeburg richtig gefasst wird, dann auch mit exzellenten Leistungen an den verschiedensten Sportarten glänzen kann. Natürlich gibt es an der B-Gruppe mehr Hardmatcher, wie das, wie den Profil gesagt wird, Möglichkeit für zu evaluieren, für besser zu gehen, für gegen bessere Equipen zu spielen. Und ich meine, als Damen werden sich da bestimmt ganz gut aus der Affäre zählen. Dann, das war mir ganz wichtig ist, das wünsche ich einfach für Gemengen, Glänster, Ausbad, Kanisch, Esch, und gleich Straßen, da sind wir am Gange permanent neue Infrastrukturen zu inaugurieren, abzumachen, und das ist etwas, was mich natürlich auch immens freut. Mit Mitten geht in ein Gagebirsch, für dort den neuen synthetischen Terrain abzumachen, und dann geht es auf Straßen, für dort den neuen Terrain anzuweihen. Das ist nicht nur als Sportminister flott, mit das flott zu sehen, dass es Führung geht. Dass es Führung geht mit Sportinfrastrukturen. Und ich kann das begrüßen, es wird nicht vom Fußball zu dienen. Das ist eine Gemeinde wie Lünster, der wirkliche Gemeinde in der Terngreif, für das der Sport kann weiterlaufen, weil eben nur Probleme mit der Infrastruktur zu wirklich ist, dass wir als Lützburg die Infrastrukturen kriegen, die wir brauchen, ob das am Fußball ist oder ob das an anderen Sportarten ist. Das ist immer schwierig für sehr genug Not zu kommen. Ich habe schon auf viele Plätze gesucht, wir kriegen pro Jahr 10.000 bis 12.000 neue Aufwohnerinnen und Aufwohner in Lützeburg, und darin bleiben noch die Infrastrukturen. Wir kommen einfach nicht sehr genug nach. Es hängt nicht im Sportministerium, wir zählen die Tranchen an die Phase ganz sehr aus, aber von einer Planung bis zur Fertigstellung von einer Sportzahl, in Vergehen auch einen synthetischen Terrain oder einen Terrain allgemein, das nicht an 2-3 Monaten abgeregt. Da sind wir natürlich angewiesen auf Gemengen. Wir schaffen noch ganz gut, mit den Gemengen zu summen. Dafür ist es wichtig, dass wir die Sportinfrastrukturen haben. Und das Mengen geht für einen am Fußball auch die letzten Monate Jahren richtig gut führen. Weil auch das ist wichtig, dass wir
gut Sportinfrastrukturen hunn, fir das als Kanner an als Jugendlicher, anders auch als Senioren an Damen déi Infrastrukturen hunn diese an diesen Zeiten brauchen. Benevolent as ugeschwert gin, benevolent sinn ich schon mal früh an der Schwei kommen, dass ich Kollege gesehen, die freier am Handball oder am Basket engagiert werden, die du gespielt hun, die sich dann demol am Fußball engagieren. Da das für mich ein Zeichen, dass die Benevolat schwierig geht nicht, ja, aber auch weiterlebt, dass so Leute sind, die so okay, ich engagiere mich nur in einer anderen Föderation oder in einem anderen Verein und da das Menschen brauchen. Benevolat hat im Moment eine schwierige Phase, ganz sicher, an der Benevolat als nicht als Nützlicher Sport wäsch zu denken. Auf jeden Fall, als Sportminister habe ich schon x-mal gesagt, Benevolat muss man professionellen Hand an Hand holen. Und dafür will man ja auch als Sportminister Föderationen, da tun wir schon angefangen gehabt, mit mehr Posten für die verschiedenen Föderationen, die wir kreiert haben, mehr Professionalismus an Föderationen bringen. Und tatsächlich will man auch bei den Vereinen hinkriegen. Das ganz viele Vereine, die für am administrativen Bereich nicht wie das hinkriegen, wie sie das müssten hinkriegen. Und dafür will man sie natürlich unterstützen. Und auch, wie gesagt, nachher, das soll Hand an Hand man Benevolat gehen. Du hast kein, die nur so wegfallen, weil man braucht jeder alle Hand, als du braucht, von dem den Thüringer brennt, von dem den Bewusstnis, von dem den die Kippen betreibt, den Uniformen wäscht, dem man die Kippen vorgeht. Aber auch natürlich am administrativen Bereich wird es immer nicht schwierig, aber für allem dann für die Equipen und die Vereine, die auch nach europäischen Plan sich engagieren und spielen. Dafür werden wir auch, und das ist auch ein Thema, wo da dort weit, wir sind am Gangen, unhängender Form vom Subsid Qualität Plus zu schaffen. Das ist auch so, dass wir mit der Zielgerade sind und werden auch nur nach Schriftstellen mit den Leuten Ministerium geschwärzt, wir einen kleinen Update zu machen über das Gesetz, das soll kommen und die Reform, die soll kommen. Wir sind noch 5 Reunionen mit den Vertretern vom COSL geplant und dass wir das dann eventuell Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahr können deposieren. Das ist die Qualität Plus Subsid, also ein Subsid, den als Vereiner weiterbringt. Ich habe gemerkt gehabt, ein Kollege schon letzte Woche den Artikel geschrieben hat über Finanzen. Ich gehe sicher nicht ganz Finanzen an oder an den Detail an, aber dass sie mehr suchen, für können Vereine zu unterstützen, wenn wir wissen, dass ganz viele Vereine finanzielle Schwierigkeiten haben. Ich würde alle Guten, die verschiedensten Sportarten an. Ich denke, das nicht von ungefähr, dass nur für Covid 1500 Vereine waren, hallo nach 1287. Das heißt, wir haben über 200 Vereine an der Zeit verloren, so nicht nur mit den Finanzen, aber auch, und das ist auch etwas, wo man muss aufpassen, dass man nicht einen stilbefundenen Verein haben, wie gesagt, am Fußball ist auch der Fall, aber an all den anderen Sportarten auch. Dafür werden wir gucken, dass wir den Qualität Plus Subsid so reformieren, dass wir nicht nur von 0 bis 16 Jahre Subsid ausbezahlen, wir auch über 16 Jahre wäsch, so nehmen wir so ein bisschen am Gag von 0 bis 99, aber nach 99 gehen Sportmöglichkeiten natürlich auch Leitungsbereichen für die Subsid. Voilà, ich denke, das werden wir in den nächsten Wochen mit CSL, mit den Akteuren, die da engagiert sind, diskutieren, für dass wir da eine ordentliche Reform auf den Instanzen bringen. Dann als Ethikkommission beschränkt. Ja, es wären schwierige Zeiten am Sommer an Schmengen de mehr Kulpa, den der Präsident heute Morgen heimgemäht wird, den hätte ich mal genau wie den und ich meine alle guten Bannen von einem engen Spieler erwartet gehabt. Mehr Respekt für den Präsidenten, für so okay, das tut dann auch so gut gelaufen und den Kopf 14 zu Nation okay. Das tut wenn nicht als beste Phase, wir sollen aber nur 4 gucken. Sollen nur 4 gucken, denn ein Ethikproblem ist nicht nur am Fußball. Es gibt auch auf ganz vielen anderen Plätzen Probleme, wo Leute sich daneben behören, Terrain, aber für allem noch nicht im Terrain. Da muss man eigentlich überall umsetzen und das ist nicht ein Fußballproblem, das will ich aber ganz klar so und da kann ich auch die oder andere erklären, wenn ich Matches von meinen Kindern gucken gehen, am Basket, am Handball, auch mal, und ich kriege noch die oder andere Rapporte für seine Sportarten, wo auch nicht so lebt,
wie man es nicht vorstellen. Und ich denke, dass die Ethikkommission zusammen mit Jurika Backes als Gleichschaftsminister und Michael Knepper vom Kosovo. Also, wir drei machen das nicht ganz so lang. Wir machen das zusammen mit unseren Equipen. Ich denke, dass wir da gut vorkommen, für dass wir die Ethikkommission sehr mäßig besetzen, die dann integriert wird. Und dann ist als nachfolgende Organisation von der ALA, also von der Anti-Doping-Agence, weil ich meine, dass eine Ethikkommission muss unabhängig sein, unabhängig von den Föderationen, unabhängig vom Sportministerium, dass die Decisionen hören am Sinn vom letzten Sport. Und ich hoffe natürlich, dass sie nicht viel Arbeit kriegen, wir sind aber auch nicht naiv. Und ich denke, dass das gut nicht heute letztes geschehen. Weil wie gesagt, auch da, meine ich, muss man noch viel gucken und gucken, dass wir das an den Griff kriegen. Den Sport selber, der Fußball, eigentlich, schon mal vor vielen Stunden darüber gesprochen gehabt, wie viele Menschen der Weekend so stattfanden, an die fanden nie erst statt. Und hier schon Guten, die Weekend für Weekend, Woche für Woche Training erhalten, mit den kanadischen und Menschen führen, sie encouragieren, sie aber auch ganz zum Unterrichten, gucken, dass sie gut enkadriert sind und dafür ganz großen Respekt, ganz große Merci, wenn ihr alle Guten, und natürlich alle Guten, die 100 Jahre stehen, ich heiße Ihnen für allem Vertreter für das Komitee, aber auch alle Guten, eine große Merci, die an den Vereinen Tag für Tag alles geben und ganz viel Zeit an Engagement weisen. Also, kommen wir bei dem Budget. Am Budget war es immer so, dass die letzten Jahre immer das Budget, wie gesagt, direkt zur Aufstellung durchgehen ist. Wenn es erlaubt von sich, aber das geht trotzdem Höchstchiffern nennen, dann dürfen wir dann das Budget zur Aufstellung gehen. Ich meine, wir sind zeitlich halt nicht so am Stress, dass wir nicht fertig gehen. Dürfen wir, wie gesagt, von sich einen Kurs auf 4% vom Budget angehen. Das ist eigentlich bei den Produkten ordinär. Ich meine, die Agenten sind da immer für die Schwätzen. Subsidien, die man kriegt vom Sportministerium, vom Kosovo, von der UEFA, von der FIFA, das als größten Einnahmen von 5.237.500 € am Budget für das nächste Jahr. Dann auf der anderen Seite St. Match International, wo wir richtig Platz über geschwärzt, wo wir budgetiert 4.935.000 €. Wenn wir auf die Bronze kommen, kann ich dadurch schon sagen, wo wir die Bronze für 2.882.000 € budgetiert, gibt dann normalerweise ein Bodybuilder bei der A-Equipe von 2.053.000 €. Ich würde auch betonen, und das weiß ich, wenn ich meine, die Christi Herzfest hat auch Sängerzeit, also es immer ganz schwierig ist, Budget zu merken von der A-Equipe, weil ich nie weiß, wie viele Zuschauer kommen, gucken, wie viel wird gewonnen, wie viel wird verloren. Das ist nicht so einfach, weil das Jahr im Zielfall laufen relativ gut. Voilà. Und dann kommen wir auf die nächsten Dinge, bei dem Sponsoring. Wir budgetiert 1.899.000 €. Letztes Jahr hatten wir Saison 24/25 1.831.000 €. Wir haben 60.000 € budgetiert dafür gibt Grund. Wir haben nämlich für 2-3 Monate einen neuen Kontrakt mit Grand Thornton unterschrieben. Ich muss wirklich so, und sind nach hier im Land immer ganz viele Firmen, die bei uns froh Firmen, die schwätzen ihre Sponsor. Nicht überall etwas, mehr wie gesagt, man kann Fronten während der Ski und dürfen, wo man dann noch, sind wir die größte Pläsier für Mannsdem, dass wir am Sponsoring 60.000 € mehr tun, wie die letzte Saison. Kann man dann bei Chargen zu schwätzen, aber als Sekretär Föderal mit 2.975.000 €. Wie gesagt, wir an den letzten Jahren als Sekretär Föderal auch zöllmäßig abgestockt, auch qualitativmäßig abgestockt. Wie gesagt, für Vereine alle gehört, der besseren Service zu bieten. Dann für Centre de Formation zum Unterricht belaufen sich auf 850.000 €. Und dann kommen wir weiter auf internationale Match-Anhänger, wo ich gerade gesagt habe, wo wir Depensen budgetiert tun von 2.882.000 €. Wie gesagt, schon, ich gebe wenn das Budget so dann abgeht, da gibt es unter dem Strich eben eine Festbleibe von 2.053.000 €. Da kommt dann auf den Punkt 722 als A-Equipe von den Damen. Du siehst da 450.000 € budgetiert, letztes Jahr waren wir 625. Zu okay Mengen, wie viele Männer mehr für Damen, das ist nicht der Fall, gibt aber ein Ursache dafür, als Damen-Nationalequipe, ich mein Präsident hat gesagt, dass an Ligue B gestiegen,
Du gehen als Deplacement, dann musst du nicht mehr an Armenien fliehen, musst noch nicht mehr an den Kasachstan fliehen, als Deplacement, da sind wir wissen nicht wen, dass wir da kein Griechenland sind, kann Ungarn sind oder kann Renner sind, die wir so kreieren, da ist da noch mal Cash in dem Moment, als Rennermanager, die immer dann 250.000 € bei der Mädels oder bei der Damen-Archiv budgetieren. Und dann können doch die Gesamtschiffe, die wir an den Dammerfußball investieren, als auch bisschen Männer, wieso auch der Grunddenker, wenn man mit der Damen-National gibt, Männer, die Bronze nun, wenn man nicht die Welt reisen nun, trotzdem investieren wir noch quasi 1.100.000 € an den Damen und an den Mädchen zu bringen. Voilà. Und dann, für sie alle gehört, als wir eine Fußballshow haben, die gut funktioniert, die auch für Frieden dreht, die kostet jetzt 2.370.000 €. Und da kommt ich schon auf den Total von der Charge ordinär, wo wir 12.605.000 € budgetiert haben. Und dann haben wir natürlich, wie gesagt, viel doch Charge extraordinär. Das Final von der Coupe de Lützburg haben wir eigentlich mit 60.000 € budgetiert. Der Cashpunkt auch noch Final vom Futsal mit 10.000 €, sodass der Total für die Charge extraordinär 70.000 € belegt. Und dann Subvention au Club. Ich meine, das interessiert dich alle gehört. Dat haben wir natürlich alles so bei. Ich meine, Subvention Club haben wir bei, und auch der Präsident hat schon gesagt, auch von denken, finanziell nicht so gut zu laufen, werden wir da trotzdem beibehalten. Werden wir auch nächstes Jahr mit den verschiedenen Punkten, die hier stehen, mit 744.000 € unterstützen. Wenn ihr dann am Resümee dann guckt, wenn ihr Produkt ordinär minus Charge ordinär hält, wären wir bei einem Resultat von 864.000 €. Müssen aber Charge extraordinär an Subvention und Club aufrechnen, das sind 814.000 € als ein Benefis budgetiert von Raum 50.000 €. Weil ich kann nicht just etwas versprechen, oder was wir alles werden durchsetzen, für den Benefis für 50.000 € als Trainer zu stärken, weil ich nicht kann versprechen, dass das vielleicht mehr gilt, das weiß ich nicht mehr. Wir werden alles durchsetzen, auch für dich einen Aufwand zu spüren, links und rechts, kein so unnötig auszugehen. Wie gesagt, für eine gute Saison, ich denke, wir können vielleicht den höheren Benefis verwalten, wie das auch budgetiert ist. Meine Damen und Herren, guten Morgen. Nun kommen wir dann zu einer Proposition, die wir abrufen von 26 Vereinen aus der BGL-Liga, aus der Euro-Promotion, die ist der 4. September geschickt haben. Heute sieht ein Slide, du hast den Wunsch, und diese Vereine für das in Zukunft den transferierte Spieler recht, ob der für den Match bei seinem neuen Club der Sturm von den Transfer ganz bezahlt ist. Solange das nicht der Fall ist, darf der neue Spieler nicht spielen. D'entrée en vigueur von dieser Änderung wir für Anfang von der Saison 26/27. Wir wissen, das geht natürlich bei der Digitalisation eine dicke Herausforderung für uns, weil man da pro Saison ungefähr 4.000 Transfer kontrollieren muss, jetzt Saison geht, wie auch das werden wir hinkriegen.